Ja, da sind wir wieder. Unsere wöchentlichen News nur für euch im Kassettenschmerzformat. Und wieder mal bin ich ganz alleine, weil die anderen treulosen Tomaten alle keine Zeit haben, wegen irgendwelche dämlichen Ausreden wie, was weiß ich, Arbeit, Kinder und Kinderarbeit. Naja, hat schon mal allein funktioniert, funktioniert auch dieses Mal wieder allein, möchte ich behaupten. Und jetzt schauen wir uns doch erst einmal unser tolles Intro wieder an. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum hier überhaupt irgendwelche Leute zuschauen. Darum kriegt es euch jetzt mal wieder um die Ohren gehauen. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ja, zauberhaft, zauberhaft. Aber irgendwie, allein kann ich es nicht so toll abfeiern, wie wenn jemand dabei ist. Wobei schon, es ist einfach geil. Es ist einfach geil, es ist gut produziert, es ist einfach hochwertig. Als wäre es aus Hollywood, als wäre es direkt aus Hollywood, aber aus einem guten Hollywood noch, das es jetzt wieder werden soll, denn der neue tolle Präsident Trump hat seine heilige Dreifaltigkeit in Hollywood benannt, nämlich seine Augen und Ohren und vielleicht sein Gemächt. Weiß ich nicht, stelle ich mal in Frage, kann ja sein, man weiß nicht, was da Neueste passiert. Auf alle Fälle werden Stallone, Mel Gibson und John Voight für eben da drüben die Augen offen halten und schauen, dass Hollywood wieder so gut wird wie früher und noch besser und nicht so untergeht wie die letzten 4 Jahre. Damit hat er die richtigen Leute, die überhaupt nicht irgendwie an der Realität vorbeischrammen oder irgendwelche komischen Sachen sagen, so wie der Stallone, der einen Trump als Rocky mit der Rocky Jesus oder George Washington vergleicht. Also es ist der zweite George Washington, hat er gemeint. Mel Gibson, bekannter Antisemist, Rassist und auch homophober Schauspieler. Cancel Culture hat da irgendwie noch nicht so richtig zugeschlagen. Angeblich wird ja alles weggecancelt, aber Mel Gibson kann sich irgendwie allblatt durchschlängeln. Und dann noch John Voight, der in den aktuellen politischen Ereignissen biblische Prophezeiungen, die in Erfüllung gehen, sieht. Naja, weiß nicht, ob das die richtigen sind, die Hollywood nach vorn bringen. Auf alle Fälle sind sie begnadete Schauspieler. Sie sind nämlich alle 3 schon mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet worden. Ich glaube, John Voight sogar erst letztes Jahr, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Max Hesselmann und Jojo erst einmal Habardere. Der Chat geht über heute. Was ist los? Wo sind die Leute? Was ist da los? Bin stinksauer, wenn die Leute nicht kommen. Habt nämlich gleich mal die wichtigste News verpasst über Trump und Hollywood und komisch aussehende Gesten, die es im Dritten Reich auch schon gegeben hat. Gut, aber die besprechen wir ein anderen Mal. Was noch ganz wichtig ist für unsere Zuschauer, am 14.02. ist die nächste Sneak des guten Geschmacks. Ich darf euch natürlich wieder mal nicht sagen, was das ist. Ich werde es auch in keinem Privatchat irgendjemanden schicken, der es ist, weil ich es selber nicht weiß. Wir sind sogar selber nicht eingeweiht. Wir erfahren das in der Regel dann erst am Tag der Veranstaltung. Aber notiert euch den Tag, 14.02. Valentinstag, habe ich ja schon oft erwähnt, dass mir der Tag sehr, sehr wichtig ist. Und ich hätte jetzt gesagt, da könnt ihr eure Partner und Partnerinnen ausführen, da ich aber davon ausgehe, dass unsere Hörer alle Single auf ewig sein werden. Geht es vielleicht untereinander, macht sich irgendwas aus, schreibt sich da im Chat zusammen. Irgendwie kommen wir da schon zusammen. Auf alle Fälle 14.02. Sneak des guten Geschmacks und eine Woche drauf, am 21.02. ist die nächste Nacht des guten Geschmacks und das mit Starship Troopers. Wie geil ist das, Starship Troopers im Kino zum Singen? Wir sind dabei, also der Corby, Mike und ich sind auf alle Fälle vor Ort und diesmal in Neufahren. Also kommt am 21.02. auf Neufahren und dann schauen wir uns miteinander Starship Troopers an. Habe ich Bock drauf? Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Was schreibt er? Ich bin im Außendienst und bin da. Das ist ein guter Mann. Sesselmann, du bist einfach einer von den Stabilen, die Sehneleid brauchen. Der Jojo ist auch schon, ich glaube, 5 Minuten vorher da gewesen. Pünktlich wie die Stechwürmer, hätte ich fast behaupten. So gehört sich das. Da dürfen sich alle anderen eine Scheibe abschneiden, da ich mir sagen. Was ist da noch? Geiles Shirt, sagt der Jojo. Ja, danke. Es ist der einzige Discounter, bei dem ich einkaufen kann. Das kann ich mir gerade noch leisten. Den Rest hole ich mir bei der Tafel. Und warum? Weil es nicht nur Steady Hours macht. Danke für nichts. Und alles, was rumkommt, schiebt sie nämlich der Mike ein, die Wulzau. Aber so kennt man ja. Supergirl Cast
hat wieder Zuwachs erhalten. James Gunn hat bekannt gegeben, dass die Eltern von der Kara Zor-El, so wie sie mit bürgerlichen Namen auf Krypton hieß, die Cousine vom Superman, ihre Eltern werden gespielt von David Krumholtz, keine Ahnung, ich möchte auf alle Fälle, dass alle sagen Krumm. Spielt ihren Vater, man kennt ihn jetzt aus zuletzt Oppenheimer, da war der Isidor Rabi. Und ich habe jetzt erst gesehen, ich habe es in der Weihnachtsfolge erzählt, die wieder mal online gesagt. In Santa Claus hat er den Elfenmann Bernard gespielt. Und die Mutter wird gespielt von der Emily Beecham. Ich weiß nicht, ob man es ausspricht. Ich habe irgendwas auf YouTube gehört, da haben sie es ausgesprochen, darum schmeißt es einfach nach. Haben wir gesehen in dem überwältigend guten Film Cruella als Catherine. Und sie ist aber, glaube ich, bekannt worden aus der Serie Into the Badlands, also die Widow, die wird gespielt. Habe ich noch nicht gesehen, ist, glaube ich, auf Prime, die Serie, hätte mich immer interessiert. Habe es aber bis dato noch nicht geschafft. Holen wir nach. Werden wir uns auf alle Fälle noch anschauen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Supergirl als einen der Hauptfilme in dem neuen DC zum Machen, finde ich auch spannend. Ich habe ein paar Comics gelesen damals von ihr. Sie ist eigentlich eine coole Figur, man kann was Cooles daraus machen. Und ist ja, glaube ich, auch gleich nach Superman der nächste DC-Film, der in Produktion geht. Mal gucken, was sie da machen. Mal gucken, was sie daraus machen. Was schreibt er schon wieder? Wenn schon in der Arbeit spät, hier pünktlich. Ja, man muss Prioritäten setzen. Weil ich sage mal, in der Arbeit, ja für irgendeinen gesichtslosen Konzern in der Regel. Interessiert uns einen Scheißdreck. Und da hier, Viva la Movilusion, Kassettenschmerz, das ist Nähe, weißt du, wir haben Nähe zu euch. Es kennt uns, wenn es uns sagt, es darf uns angelangen. Wir sind einfach die Podcaster, die Herzen, die sagen. Darum ist es wichtig, hier pünktlich zu erscheinen. Oder überhaupt zu erscheinen. Heute ist hier tote Hose, aber das macht uns auch nichts. Meine Katze schreit gerade. Wahrscheinlich ist ja hier auch zu wenig los. Aber dann machen wir das einfach alles so unter uns aus. Ich habe heute wieder für uns ein Päckchen One-Piece-Karten dabei, bei dem ja der Corby gefixt hat. Werden wir dann nochmal live unboxen. Vorher aber noch eine tolle Info für alle Troma-Fans. In den letzten Wolex ist es ja schon zur Sprache gekommen, also beziehungsweise Troma zur Sprache gekommen, da der Mike über Toxic Avenger 4 geschwärmt hat. Kann ich ja nur ans Herz legen, schaut euch alle Troma-Filme an, vor allem die Toxic Avenger-Filme, aber eigentlich machst du so gut wie nie was falsch mit Troma, denn jetzt kommt noch Poultrygeist 2 und wer Poultrygeist 1 gesehen hat, weiß, auf was er sich da einsteigen darf. Das ist ein super geiles Musical, Splatter-Idioten-Musical. Gemacht wird von der Mercedes The Muse. Kenne ich auch noch nicht. Die gute Dame hat aber anscheinend mehr mit Troma zu tun. Darf's. Und solange es so gut wie der erste Teil, bin ich dabei. Warum schreibt meine Katze die ganze Zeit? Geben mir nur fünf Schreier und dann schauen wir mal nach, was da los ist. Dann ist keiner da heute, der zuschaut, dann ist es wurscht, wenn ich jetzt einmal dann schnell abhaue. Wahrscheinlich haut es gerade wieder Tempo-Bagger, das ist nämlich ein neues Ding. Aber naja. Für alle, die auf Stalking stehen, kommt am 24.04. auf Netflix die 5. und somit auch finale Staffel der Stalking attraktiv machenden Serie You. Ich habe es nicht gesehen, habe aber sehr viel Gutes über die Serie schon gehört. Drum, vielleicht schaue ich irgendwann mal eine, aber bisher hat sie mich noch nicht wirklich überzeugt. Was mich aber überzeugt, oder beziehungsweise was mich freut, dass es endlich vorangeht, ist die Arbeit an Gremlins 3. Ist ja schon seit Jahren im Gespräch. Der erste Teil hat sein 35. Jubiläum, glaube ich, heuer gefeiert. Wir haben ihn zu Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, in der Nacht des guten Geschmacks gehabt, den ersten Teil. Auch cool gewesen, den auf der großen Leinwand zu erleben. Und Chris Columbus, der auch schon das Drehbuch zum ersten Teil geschrieben hat, arbeitet jetzt an Gremlins 3 bei Warner Brothers. Und Warner Brothers ist an sich nicht faul und möchte anscheinend auf dieser ganzen Nostalgiewelle jetzt ordentlich mitschwimmen, die gerade so in aller Munde ist, denn es soll auch ein neuer Goonies-Film gemacht werden. Also Gremlins kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert, am dritten Teil zu machen, solange es mit Puppen gemacht wird und man nicht auf ein CGI-Geballer setzt, aber bei einem neuen Goonies weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Aber man wird sehen. Was ich davor halten soll, muss ich sagen, ist ein neuer Matrix-Film. Da war ja der
zweite, dritte und vierte schon gar nicht mehr so toll. Vor allem der vierte soll nicht wirklich gut gewesen sein. Aber es ist auch ein neuer Matrix-Film in Arbeit bei Warner Brothers. Mal gucken. Das war jetzt interessant, was der letzte Matrix eingespielt hat. Dann kann man vielleicht daraus schließen, warum es ein neuer Matrix-Film sein muss. Aber da hätte ich mich vorbereiten müssen und darauf habe ich keine Lust. Machen Drachenlord und sagt der Adress. Ja klar, muss aber vorher erst Dinge bei meinen Schwestern beleidigen, oder? Irgendwie ist es nicht so losgegangen. Naja, mich wirft's lieber mit dem Roller, das ist mein Drachenlord Cosplay, das ich mache. Wer von euch auf Blood and Honey, sprich die Winnie Poohs Blätterfilme steht, der kriegt ja in nächster Zeit noch sehr viel Material, denn es wird ja Puniverse geben. Es wird ja jetzt dann noch der Peter Pan gemacht und Pinocchio und Bambi. Und wir kriegen Alice im Wunderland noch geliefert. Der Regisseur, der Scott Chambers, macht anscheinend auch diesen Alice the Mad, wird er dann heißen, und beschreibt ihn als einen Mix aus Maniac mit Elijah Wood, also das Remake, Maxine und Oprah von Dario Argento. In dem Film werden wir eine Escort-Dame begleiten, die titelgebende Alice, die in der Escort-Agentur The White Rabbit arbeitet. Und der verrückte Hutmacher wird dann von ihr besessen und wird sie dann wahrscheinlich irgendwie umbringen wollen. Oder sie dreht dann durch und bringt ihn um. Wir werden sehen. Auf alle Fälle haben wir schon den nächsten Eintrag für das überragende Puniverse. Hat irgendjemand, wie schaut es aus mit, haben wir hier Puniverse-Fans? Von den ganzen 48.000 Zuschauern heute? Was ist eigentlich los? War das einfach das Dienstag um 8 Uhr blöde Zeit? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Für was kündigt man das? Dann ist sie dann schon Mittag an. Dann kämen es nicht, die Kretinen. Und danach beschweren sie sich, weil sie nicht wissen, was gerade alles abgeht in Hollywood und bei Viva la Movie Illusion. Soll aber auch nicht mein Problem sein, seid selber schuld oder geht's zu der Nachschaugruppierung. Ja, bevor wir zu den Kino-News gehen, also Kinocharts, Starts, nicht Charts, kommt das Wichtigste. Dann schauen wir uns jetzt mal wieder was in diesem One Piece Two Legends Booster Pack drinnen ist. Nochmal herzlichen Dank an Corby, dass er mich damit angefixt hat. Ich soll halt endlich mal schauen, welche Karten da vielleicht irgendwie irgendwas wert sein könnten. Ich mache nämlich die Backerl bisher nur auf, schaue es mal an und denke mir, hey, coole Artworks, und dann lege ich es weg. Keinerlei Schimmer, was das alles wert ist. Also der Corby verzeiht mir da immer davon, wie viel Kohle das die teilweise wert sind, diese Karten. Und ich sage, ja, ich habe keine Ahnung. Also, was haben wir jetzt hier? Mal die Afelandra Charakterkarte. Afelandra Charakterkarte. Dann haben wir den nächsten Charakter, Viscount Yoko. Calimero umgedreht mit Bart. Charakterkarte Tristan. Ist schon komisch, wenn es ein Anime schafft, dass du von irgend so Hybriden ein bisschen O-Geld wirst, oder? Geht's mit mir so? Ich hoffe nicht. Charakterkarte Charlotte Smoothie. Endlich wieder eine normale, wo wir sagen darf, okay, hier ist es legitim, angegeilt zu sein. So, jetzt hat sich irgendwie meine Kamera verabschiedet. Was machen Sachen? Da ist jetzt halt der Hund drin. Ja, schön. Schön, 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 schön. Checken wir mal die Kabel. Warum auch immer hat sich jetzt die Kamera verabschiedet. Das ist nicht schön. Einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, wäre nochmal einen kleinen Stream zu beginnen.
Hört man mich zumindest noch? Sag mal was. Sagt mir mal hier jemand, ob man mich noch hören kann. Okay. Dann machen wir es jetzt ganz einfach so. Hallöchen, Krawallmaus. Jetzt bist du da. Jetzt, wo die Kamera da ist. Jetzt kommst du daher. Wir machen es jetzt einfach so, dass ich mal kurz den Stream beende und versuche neu zu starten. Falls ich nicht mehr komme, tut es mir furchtbar leid. Aber irgendwie hat das Ding jetzt gerade einen Schlaganfall. Bleibt's alarmiert, aktiviert die Glocke, weil ich dann nochmal einen Stream starten werde, wenn die Kamera wieder möchte. Dann machen wir weiter bei unserem super coolen Booster Pack Unboxing. Eventuell bis gleich.